Also, wenn das Video dann 1000 Aufrufe kriegt, dann versteigere ich die 2 für wohltätige Zwecke. Wenn das Video 5000 Aufrufe kriegt, dann versteigere ich die da für wohltätige Zwecke. Und wenn es 10.000 kriegt, die da. Und bei 15.000 reparieren wir das da, versteigern wir das oder ich mache es neu. Ah ja, kurz zur Erklärung, warum ich das mache. Oder fangen wir von vorne an. Hallihallo, ich bin euer Blasteringenieur. Und ich habe mir so meinen eigenen persönlichen Jahresrückblick und einen Ausblick fürs neues Jahr gemacht. Also der für den Kanal, der kommt offiziell noch morgen. Aber, also morgen der Jahresrückblick und noch ein neues Jahr, übermorgen kommt der Ausblick. Aber für mich persönlich, um was es mir geht, wie ich mich weiterentwickeln will. Und mir geht es bei dem Kanal schon groß drum, dass man Community aufbaut, dass ihr auch mal Feedback von euch kriegt, dass ihr euch einbringt. Und habe ich mir jetzt so Gedanken gemacht, wie könnt ihr denn das hinkriegen? Und ich denke, der erste Schritt ist mal, Zeugs in die Welt zu geben. Das ist so meine Überlegung. Und deswegen, und ich habe auch viel zu viel Zeugs, also das muss auch ein bisschen weg. Und da habe ich mir gedacht, dann nutzen wir doch das als Möglichkeit, dass da ein bisschen Zeugs in die Welt kommt und ja, da so ein bisschen Interaktion entsteht. Und für euch als Motivation, das Video zu kommentieren, das Video zu verbreiten, damit es die 1000 Aufrufe kriegt für die 2. Was war's? Ich muss mir den Anfang nochmal angucken. Aber liest die Zahlen, das ist auch eine Videobeschreibung, dass ich selber nicht vergesse. Dass ich das Video nicht immer komplett angucken muss. Mir geht es mit dem ganzen Kanal hauptsächlich darum, dass man da Community aufbaut, dass ich Dinge bastel und das Dinge vorantreibe und euch da begeistert dafür, auch Dinge zu machen und ja, Dinge in die Welt zu tragen. Und das ist, mir geht's da schon, also ich kann es noch nicht ganz formulieren, gibt oder eine Jahr Zeit, was da genau, aber so langsam komme ich dahinter. Das ist, manchmal macht man Dinge und erst später wird einem klar, wofür es denn eigentlich gut war oder was da so die eigentliche Motivation dahinter ist. Ja, Freunde, das Video, das haben wir jetzt heute veröffentlicht, zu dem da, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Da bin ich mir überlegen, ob man das da noch versteigere dann oder ob ich nicht ein neues nehme. Das ist nochmal Schellack hier. Und das mal nicht zerlegt, weil, ja, schaut es euch an, das geht nicht ganz so, das will ich euch jetzt nicht demonstrieren. Aber das knobeln wir dann aus, wenn wir dann die Aufrufe haben. Lasst ein Kommentar da, ein Abo und so ganze Zeugs, das wisst ihr ja. Und mir geht es langfristig darum, dass man auch Dinge in der Offline-Welt bewegen können. Also, oder hauptsächlich eigentlich. Das Online ist schön gut, um Dinge zu starten, aber es ist halt bloß ein Bruchteil von Thema. Also, für mich ist es eigentlich bloß, um das, was ich mache, euch zeigen zu können. Und ich hätte schon gern nachher auch irgendwelche Blaster-Battles und Modding-Treffer, solche Geschichten, dass man da anständige Community, weil ich denke, das ist das, was nachher wirklich Wert hat. Also wenn da Leute zusammenkommen, dann mit der Sache miteinander Spaß haben und da Events veranstaltet, da kommt nur das eine Problem. Ich habe keine Ahnung, wenn man ein Event veranstaltet. Also wenn sich da jemand findet, der oder die da wesentlich mehr Ahnung hat als ich, naja damit. Also da können wir uns gerne austauschen und überlegen, wie wir das angehen können, weil ich kann es nicht. Also ich kann Dinge basteln, Ideen entwerfen und mir Dinge überlegen, aber Eventplanung gehört nicht zu meinen Talenten. Noch nicht. Also ich habe es halt bisher auch von nicht gemacht, deswegen ja. Vielleicht ist das Ende des Jahres oder Ende des Jahres, na sicherlich nicht, so lange ist es nicht mehr. Ende nächsten Jahres dann anders, weil da hätte ich schon Bock drauf. Und es ist ja nichts, was man nicht lernen könnte, also von daher, ich will jetzt ja einfach mal mit den ganzen, die Idee in die Welt tragen und habe ja auch für viele Blasters ist oder für Zeugs dann mit Patreon einen Kanal genutzt, wo ich dann die Modelle hochladen kann, dass ihr auch da Zugang dazu habt.
Müsst ihr hier, da habe ich es glaube ich auch getestet, das kann man auch ohne einen Account zu haben runterladen. Also von daher, das dürfte kein Problem sein. Ja, also, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, das ist ungeschickt beim One-Take. Aber ihr seht es mir nach, bin ein Mensch. Und ich werde da nicht anfangen, das da KI generiert zu machen, das ist mir zuwider. Weil das widerspricht da dem eigentlichen Grundgedanke, den ich das ja da erreichen will. Dass man da halt wirklich eine Community draus wird. Und wenn er bloß seichte Unterhaltung sucht, ja, ist auch recht, aber das ist dann nicht ganz, also langfristig eigentlich nicht meine Zielgruppe. Weil die Leute, die bloß vor der Klotze rumhängen, ich meine, wenn ihr dazu gehört und ihr das 5. Video für mich anschaut und das euch irgendwann mal denkt, so langsam, das was der macht, ist eigentlich auch cool. Irgendwie will ich da auch mitmachen. Habe ich auch was bewegt. Also das ist dann auch. Aber bloß Leute, die dann bloß vorm Bildschirm hocken, nee, das will ich ja selber auch nicht. Also für mich nicht und dazu will ich euch auch nicht motivieren. Schaut euch lieber ein Video für mich weniger an oder generell Videos weniger und macht was. Dann überlegt euch, wie man manche Dinge besser machen kann. Macht einen eigenen YouTube-Kanal, was weiß ich. Also, lasst uns da was aufbauen. Das ist mir wichtiger, wie da jetzt mit YouTube wahnsinnig erfolgreich zu werden. Ich meine, wäre schon schön davon leben zu können und alles, aber das ist eine andere Geschichte. Weil da hätte ich einfach mehr Zeit dafür. Das ist der Hauptgrund. Das ist schon zeitintensive Geschichte, aber müsst es auch nicht so aufziehen wie ich. Also, ich meine, ich glaube, ein Video pro Monat hätte es vielleicht auch da. Aber ja, das ist halt, hat das angefangen und dann hat es sich so entwickelt und ich hätte auch nicht erwartet, dass irgendwo ein eigener Blaster entwickelt und das ist jetzt das Jahr alles passiert. Das kommt aber morgen. Mir geht's es für meine eigene Entwicklung nächstes Jahr. Ich glaube, wenn sie da Leute findet, mit denen wir da Community aufbauen können, dann wäre ich da echt offen dafür. Ich denke, das ist für meine persönliche Entwicklung und auch für meine persönliche Entwicklung muss ich irgendwo gucken, dass ich mal irgendwie ein Produkt rausbringen, wo ich sage, okay, das lässt sich weiter, also da lässt sich was draus machen. Und was ich bisher so entwickelt habe, sind Prototype. Ja, also das fände ich nicht verkehrt, denke ich. Und irgendwie Veranstaltungen hinkriege, das wäre schon auch cool. Wobei, da nicht sicher bin um nächstes Jahr. Also wenn sie die richtigen Leute findet, ist nächstes Jahr die richtige Zeit dafür. Wenn nicht, vielleicht übernächstes Jahr. Das sind ja, muss ja nicht überstürzen, aber Geduld habe ich keine. Das ist ja ein bisschen das Problem von Leuten, die gerne machen. Man hat Ideen im Kopf und man will sie umsetzen. Und das ist mit den heutigen Möglichkeiten. Das ist ja, also man kann da Dinge 3D drucken, man kann sie im Computer entwerfen und hat sie ein paar Stunden später in der Hand, also je nachdem wie lange der Druck dauert, kann sie probieren, kann Fehler feststellen, kann dann neu, also ja, ich denke, das ist so das hauptsächlich, was ich in dem Kanal zeigen will und dafür aber einfach begeistern und ich denke, moderner und mittlerweile ist mir einfach auch, ja, das bloß online ist mir ein bisschen zuwider geworden. Das ist jetzt, ich weiß, komisch, sowas im YouTube-Video zu sagen, aber es braucht einfach auch eine Offline-Komponente, eine zwischenmenschliche Komponente. Und das ist mir über die letzten Jahre immer wichtiger geworden. Ich meine, auch bei anderen Hobbys halt, die online überhaupt nicht teil. Aber da ist mir das Zwischenmenschliche einfach sehr wichtig geworden. Also, ja, Gott, das Jahrzehnt war aber auch echt schräg. Das hat schräg angefangen und ist jetzt, ja, ist immer noch sehr schräg. Und ich glaube, das wird auch sehr schräg enden. Von daher ist es vielleicht gar nicht verkehrt, da um das Ganze drumherum eine anständige Community hinzukriegen, statt dass jeder bloß vom Bildschirm versauert. Und ich bin mir schon mal überlegen, muss ich euch da beschimpfen, dass ihr da
auch eigene Dinge macht oder ich sehe ja genug Aufrufe und so weiter. An Aufrufe kann ich mich nicht beschweren, das ist okay. Aber irgendwie kommt ab und zu mal Kommentare, aber selten, dass ich mal sehe, dass jemand den Gedanke aufgegriffen hat und es umgemodelt hat oder da was eigenes Kreatives draus gemacht hat. Das fehlt mir noch ein bisschen. Also da strengt euch da ein bisschen mehr an. Nicht bloß konsumieren. Aber mache. Das ist einfach mache. Das, sonst komme ich immer ein bisschen blöd vor, wenn ich das die ganze Zeit propagiere, dass er das auch machen sollte. Bloß konsumiere, ja, das ist langweilig. Da gibt's nur anderes Zeugs auf der Plattform, da müsst ihr meist nicht auch gucken. Lasst lieber die Leute da, die dann auch. Ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber wie schon gesagt, ich denke, wenn wir da irgendwas aufbauen können, wird das dann nochmal deutlicher, was es mir denn eigentlich Gott will. Also so richtig in Worte fassen kann ich es noch nicht, aber irgendwie versuche zu zeigen, das kriege ich noch schon hin. Und aber das ist jetzt so persönlicher Rückblick. Hoffe, ist klar geworden. Dann, wenn es nicht klar geworden ist, unten in die Kommentare fragen, da können wir diskutieren, was nicht passt. Oder was ihr nicht verstanden habt, was nicht klar rübergebracht wurde, ist, weil dann kann ich im halben Jahr Video machen, das nochmal klarer ist, wenn jemand dann zurückmeldet, hey, das und jenes passt nicht. Aber nicht über meinen Dialekt beschweren, das ist nicht verhandelbar. Alles andere können wir verhandeln, aber mein Dialekt ist nicht verhandelbar. Vor allem nicht, wenn das Kommentar nicht in sauberer Hochdeutsch ist. Also wenn ihr euch über mein nicht vorhandenes Hochdeutsch beschwert, dann erwarte ich von euch sauberes Hochdeutsch, weil ich weiß, wie. Also mittlerweile kann ich das mit Grammatik, das Zeugs da. Also nicht hier, aber sonst. Ja gut, dann lassen wir es jetzt für euch gut sein, denke ich. Wie schon gesagt, wenn euch Ideen einfallen, wie man da Event aufziehen könntet, wenn ihr da Bock hättet, da was zu machen, das dürft ihr auch gerne unter eurem Label laufen lassen, das ist mir egal. Da geht es mir nur drum, wenn man irgendwo so Blaster Battle oder sonst was. Oder wenn ihr da irgendwie Ideen habt, wie man das hinkriegen könntet, da was. Oder ja, einfach ab in die Kommentare damit. Und dann findet man da schon Möglichkeiten, wie man das umsetzt. Wenn ihr da mehr Ahnung habt davon wie ich und man bloß meinen Kanal vielleicht ein bisschen als Werbung nutzt. Ich denke so, also 10, 20 Leute wollen wir doch hinkriegen, oder? Das dürfte ja langsam kein Problem mehr sein. Und dann gucken wir. Aber das ist jetzt doch nicht auf dem Tisch auf jeden Fall mal was ich so in die Welt bringen könnte. Und wo wir dann ein bisschen was gut bewegen können. Für welchen wohltätigen Zweck habe ich mir noch nicht ganz überlegt, aber wie schon gesagt, das können wir auch nicht diskutieren. Da fällt uns sicherlich auch was ein. Und dann kriegen wir das auch hin. Kriegen wir auch genug Aufrufe, dann kriegen wir eine schöne Community hin. Und dann werden wir mächtig viel Spaß haben nächstes Jahr. Und übernächstes Jahr. Und ja, das was da halt dann noch übernächstes Jahr kommt und so. Wenn es dann unseren Planeten noch gibt, so in etwa, dann können wir das Leben genießen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Kommentieren, bei der Aufrufe nach oben treiben, was weiß ich. Und vor allem viel Spaß beim Basteln, viel Spaß beim Plästern, euer Blastingenieur.